Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Und wie versprochen, bist du Satos? Nö, der bin ich, wer seid denn ihr dann? Ich bin der Maxim, ich verfolge jemand, doch alle Schiffe in Alea sind versenkt worden. Alle Schiffe, ach mein geliebtes Schiff. Das kann schon sein, Alea konnte ich auf jeden Fall kein einziges intaktes Schiff entdecken. Und wenn ich den verwies her. Und was machst du hier? Ich suchte auch Abraham, mit dem Holz kann ich ein ganz besonderes Schiff basteln. Und sobald ich der Aurabahn gefunden habe, werde ich das beste Schiff in der Welt, wo es gibt, bauen. Aber das Monster da vorne, das ist einfach zu stark. Das der Wege sitze ich hier und kann nichts unternehmen hier. Aber wir werden uns schon um das Monster... Also, Entschuldigung, das war DK. Wir werden uns um das Monster kümmern. Aber seid ihr sicher? Natürlich. Aber im Gegenzug muss ich uns auf den Ostkontinent bringen. Ah klar, sobald das Schiff fertig gebaut habt. Abgemacht. Gut. Der wird hier mal gespeichert, weil das Vieh habe ich tatsächlich als etwas hartnäckig im Kopf. Und dann schauen wir mal, wie hartnäckig das ist. Das könnte das sein. Jo, es ist der Löwe. Das sind sogar zwei davor. Dann gehen wir mal alle vereint auf das Endevieh drauf. Ja, es geht. So. Oh, nett. Rote Molve abhaut, ja. Okay, das bringt nicht viel. Das bringt sehr viel. Das ist auch ziemlich gut. Und das ist wieder etwas bescheiden. Na gut. Na, dann hau mal drauf, geil. So. Yeah. Hihihihi. Scheißendreck. Ja, ich wusste, das habe ich nicht allzu nett in Erinnerung. Okay, einer ist schon mal tot. Aber ich habe hier extra Helfer ausgerüstet. Beziehungsweise extra gekauft für alle. Die es zumindest verwenden können. Dürfte sie eigentlich mit 100 wieder beleben. Ja, genau. Sehr gut. Alla hopp. Dann. Drauf. Hauptsache Maxim kann hier noch ein bisschen was, Seelan kann ein bisschen was reißen und uns nochmal alle heilen. Sehr schön. Seelan heilt wieder alle, das wird nämlich wieder was. Und hier truffende Wetter. Schauen wir mal, ob wir denn die Runde durchkriegen. Er sollte mal eher Gaia greifen, weil der kann eine ziemlich gute Zornesattacke draufhauen. Ja, steht immer noch. Viel Spaß. Jetzt machen wir es so. Kratzhenker am Arsch, Alter. Und Seelan gibt recht. Sehr schön. Maxim hatte Level, Seelan hatte Level und die anderen zwei, die noch nicht. Puh. Das war knapp. Dann rüber mit uns. Und da geht's das für dich zu scharfer Handwerker. Das ist aber ein großer Baum. Ist das der, den wir suchen? Ah jo, ganz sicher. Kannst du aus dem Baumschiff bauen? Ah, natürlich, ich kenn Stadt zurück und hol Hilfe. Warte doch mal. Was denn los? Das dauert so lang. Komm hierher und stell dich mal ganz nur an uns dran. Seelan, wir sind soweit. Okay. Warp. Ha, das ging mal schneller, ne? Das ist also ein Warp. War das dein erster Warp? Ja, ich kenne so viele Menschen, die Zauberer kennen. Mir wird schlecht her. Du bist zauberkrank. Das ist ja ähnlich wie die Seekrankheit. Beim klabauter Mann, ich war noch nie krank und schon gar nicht seekrank her. Du wirst dich schon noch an die Zauber gewöhnen. Nee, danke, ich bleib lieber bei meinen Schiffen. Bevor ich vergesse, ich muss noch Holz für das neue Schiff besorgen. Ihr könnt mal in ein paar Tagen vorbeigucken, dann soll das Schiff fertig sein. Ich sehe dort scheint Warpen nicht so sehr zu mögen. Ich liebe das Warpen. Reise auf dem Schiff, das dauert mal zu lang. Aber man kann nur die Orte aufsuchen, die man schon mal betreten hat. Das bedeutet, dass man mit dem Schiff fahren müssen, ob man wollen oder nicht. Ja, stimmt da wieder.
Was wollen wir jetzt anstellen, bis das Schiff fertig ist? Wir bummeln ein bisschen in der Stadt rum und ruhen uns aus. Ach, da fällt mir noch ein, ich hab noch etwas zu erledigen. Ich, Ja, werden die Stadt doch nicht verlassen. Ich will mir hier die hübsche Mädle mal betrachten, bei meinem Charme. Okay, geistig gesund, die Frau fällt auf deine Armacherei, du Dummkopf. Abwarte. Warum so selbstsicher? Du hast doch nichts, was du angeben könntest. Maxim, wir gucken uns mal die Stadt an. Männer! Nee. So kann man's auch sagen. Okay. Wir ratzen eine Weilchen. Jo, und dann 3 Tage oder was oder gemeint, ne? Wir gucken einfach mal vorbei. Na, wie sieht's aus? Knecht? Wer Schiffbauer, wie kein anderer vorher, in ein paar Tage ist fertig. Alle hopp. Aber nicht so viel Grog saufen, Kerl. Ich stehe schon hohl genug. Ja, Norden des Kontinents. Wurde der Typ gesichtet. Alle hopp. Jo. Was haben wir dann sonst schon zu tun hier? Nicht großartig, ne? Wo hängt der Guy ab? Hallo Maxim, ich hab gewusst, du den Stumm machen. Krieger muss ich mal ausruhen. Ah jo. Und der K? Zeig da, was ich bei dir schaffen kann. Ach du Scheiße. Da gehen wir lieber schnell. Gut, jo. Wie gesagt, zu schaffen gibt's jetzt nichts. Müssen wir einfach mal aussitzen. In solche klassische Rollenspiele ist es üblich immer so 3 Tage, ne? Deswegen, wir gehen nochmal einfach einmal so wieder ratze und dann ist gut. Also Maxim und Celan verbringen ihr 3 Tage einfach nur im Bett. Das kann natürlich auch nicht schlecht sein, wenn man jahrelang verheiratet ist, dass man wieder ein bisschen Zeit für sich hat und so. Und dann gehen wir mal zu Satos. Gucken wir, was der Dappschädel sagt. Huch, der ist weg. Dann muss es ja gut sein. Da ist er. Vor so einem Miniaturschiff steht er. Das ging aber fix. Gucken wir mal die Schönheit an. Ich hab's geparkt in Rekordzeit an noch. Unglaublich, du schaffst hier so schnell wie der Wind. Übung macht den Meister nichts. Das ist außerdem nur ein Modellschiff. Schon fertig? Gut, ich hab sowieso mal eine Pause machen müssen. Das kommt davor, wenn man den Hals nicht voll kriegen kann. Wer war denn hier so begeistert von einer neuen Bekanntschaft? So will ich doch gar nicht, wie anstrengend die war. Anstrengender als gar das her. Hoho. Sie wissen ja, wie man mit solchen Typen umzugehen hat. Das ist alles. Satos kann schon auf den Kontinent Afrasia bringen. Aber warum dann nicht? Wir wollen ja dann eben genau hier. Wir kennen entweder noch Narzissus oder der Hafen von Gruberia, wo die Ahnehöhle liegt. Wisst was? Wir gehen jetzt erst einmal nach Gruberia. In der Ahnehöhle soll es viele Schätze geben, ob das stimmt. Aber auch nur, weil Gruberia erstmal optional ist und ich mag es euch ganz gern zeigen. Ich habe mir das eigentlich so gedacht bei dem Let's Play, dass ich zuerst das Hauptspiel durchzock und sobald wir durch sind, gibt's die Ahnenhöhle als Bonusmaterial over drauf. Weil die Ahnenhöhle, die braucht schon ihr Zeit und ich bin mir sicher, das könnte auch nochmal so 5 bis 10 Episoden, wenn nicht sogar noch mehr geben. Deswegen wird Gruberia erstmal optional sein. Wir sind in Gruberia. Hallo? Ihr seid auch Krieger, es kommen schon seltsame Leute hierher. Die Ahnehöhle ist unbeschreiblich. Jedes Mal, wenn sie betritt, sieht sie anders aus. Okay. Alle Gegenstände, die du drinnen findest, sind wieder weg, sobald du die Höhle verlässt. Aber man sagt, dass es ein paar Gegenstände gibt, die nicht verschwinden. Ja, das sind tatsächlich die, die man in der blauen Truhe dann findet. Sozusagen unsere letzte Chance, um das Gartenschwert zu kriegen. Wenn ihr die Ahnehöhle erstmal betreten habt, werdet ihr euch ziemlich lang festhalten. Ja, mindestens 10 Episoden, schätze ich mal. In der Truhe von der Ahnehöhle sind nicht nur Waffen Gegenstände, sondern auch Zauber. Man sagt, in der Höhle gibt es Sachen, die draußen nicht behalten darfst. Trotzdem wollen viele Leute rein. Jo. Hallo. Was gibt's dann hier? Kampfdegen und Langschwert. Das sieht ja schon mal etwas besser aus. Hat keine Zornesattacke und der Donnerschlag. Okay, machen wir jetzt zweimal einfach die große Runde und Langschwert machen wir Ammo für DK. Super Robe, alles klar. Plattenhemd gibt's noch. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber so nötig ist es jetzt auch nicht. Die
Eisenmütze halte ich jetzt auch noch für so wirksam. Riesenhelm. Steinschild. Tektorkraller. Riesenschild. Nö. Nö. Wir gucken erstmal beim Kapselmonster rein. Superrobe will er haben. Alles klar, die soll er haben. Woher haben wir sie dann? Rüstung Superrobe. So, kriegst du. Dann wird erstmal wieder umgekleidet und Gordarino kriegt seine Superrobe. Woher haben wir sie dann? So, bitteschön. Er will sie noch einmal haben. Okay, kriegst du noch mal. Solange er so anspruchslos ist und ich ihn so relativ schnell hochleveln kann, soll mir das recht sein. Okay, so, Kapsel und Müsli, Miam. Bitteschön. Riesenturban. Haben wir hier, glaube ich, auch im Angebot. Nee, haben wir leider nicht. Wir haben den normale Turban, aber nicht der Riesenturban oder Riesenhelm. Okay. Na gut. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall für die Leute noch gekriegt. Du kriegst Kraftwasser, wenn die Höhle betrittst. Dein Schicksal hängt davor ab, wie du die einteilst. In der Höhle kannst du das Kraftwasser gut gebrauchen. Es hat doch keine besondere Wirkung. Okay. Und du? Ich hab gehört, die Ahnenhöhle hat 99 runtergeschossen. Ich hab gehört, da war ein unglaublich starkes Monster auf Schatzsucher. Es heißt, dass man einen himmlischen Schatz kriegt, wenn man das Monster besiegt. Aber ich bin noch nie bis ganz ohne Kummer. Ja. Hier gibt's auch einen Teelader. Ihr seid auch wegen der Ahnenhöhle hier, nicht wahr? Ja klar, mal, ihr seid denn die Erste. Wenn in die Höhle gehe, ich denke an das, was ich dir gleich erzähle, wer. Die Gestalt von der Höhle ändert sich jedes Mal, wenn sie betrittst. Unglaublich, aber wahr. Du findest jedes Mal neue Stockwerke, was ist sinnloser Karte zu zeichnen. Außerdem kannst du keinen einzigen Gegenstand mit hinnehmen, du musst alles am Eingang abgeben. Ihr werdet wieder auf Level 1 zurückgesetzt, sobald ihr die Höhle betreten, also Vorwacht. Aber du brauchst keine Angst zu haben, sobald die Höhle verlässt, ist alles wieder beim Alten. Alles klar, merci. Freundlicher nasaler Mann. Legt alle Waffen ab und Gegenstände, bevor ihr die Höhle betreten. Für alles, was sich in blauer Truhe befindet, gilt die Regel nicht. Die Gegenstände dürft ihr mitnehmen, wenn ihr die Höhle das nächste Mal betreten. Also hinter die Ohren schreiben. Wie stark er aussieht. Ich liebe starke Menschen. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin trotzdem Schatzsucher. Ich bin bis U25 gekommen, aber habe keine von den Schätze der Iris gefunden. An Sapelnöhle gibt es Schwerter und Schilde, die das Licht des Regenbogens ausstrahlen. Sie werden die Schätze der Iris genannt, aber noch nie hat jemand einen davon zurückgebracht. Ein Schatzsucher, der nur einer von den Schätzen zurückbringen wird, wäre im Nu ziemlich berühmt. Ja, können wir mal hoffen, ne? Hier sollen die Schätze der Iris ausgestellt werden, aber leider ist doch kein einzigster hier. Versuchen wir uns mal drum zu kümmern. Okay. Dann nur noch hier das Hotel und hier hinten ist nix. Okay, dann gehen wir wieder raus aus Gruberia und fahren noch nach Narcissus. Jo, wir gehen noch nach Narcissus. Ja, Kontinent im Osten, so sieht's nämlich aus. Wollte euch nur einfach nochmal Gruberia zeigen, damit ihr seht, dass das kleine Eiland uns erwartet wird. Aber sehen nach die Ahnenhöhle. Ist einfach nur so ein kleines Inselchen. Aber erstmal nicht mehr relevant. Wie gesagt, das kommt noch im Hauptspiel. Kommt nochmal Gruberia extra. Und die Ahnenhöhle natürlich. Södele. Ach ja, stimmt, das war das. Das war die Sache hier. Okay. Dann weiß ich ja wieder, was hier war. Wir sind in Narcissus. Vor ein paar Tagen ist ein Fremder aufgetaucht und hat alle Schiffe in unserer Stadt zerstört. Glücklicherweise wird niemand verletzt. Doch es war ein schreckliches Erlebnis. Und du? Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, ist in den Nordhang geflüchtet. Hier in der Gegend befindet sich ein äußerst gefährlicher Mann. Ihr kommt aus dem Westen, nicht wahr? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Tja, Fremde sind hier anscheinend willkommen. Wir sind zwar nur eine kleine Stadt, aber unsere Bürger sind sehr freundlich. Ein Schiff ist zerstört worden, das ist mein Ruin. Achtung, Obacht. Was ist denn das für blöde Musik her? Ich muss gehen.
Was zum... Schöne Musik, ne? Kriege ich so leichte Gänsehaut. Also ich persönlich finde die Szene echt ziemlich cool. Sogar die Claire rennt weg. Was geht denn da vor, aber mit hier? Norde, ich muss zum Nordturm. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Anna! Was geht denn hier vor? Ich weiß auch nicht, alle junge Frauen verlassen die Stadt und laufen nach Norden. Ich muss Anna folgen. Über die junge Frau gehen, das scheint mit der Musik zusammenzuhängen. Ja, denke ich auch, aber erst noch die was gesagt hast, her. Aber ich bin doch hier. Vielleicht, weil du verheiratet bist. Ja, gehen also nur die ledige Frau. Das geht ein bisschen Merkwürdiges hier vor. Die junge ledige Frau verfügen über große Lebensenergie. Vielleicht ist es ja das. Wir müssen sie auf jeden Fall retten, ja. Eure Blicke, Moldeka, ich komm mit. Das wird nicht nötig sein. Und trotzdem mit, ich will auch was vom Heldenruhm abkriegen, das gefällt den Mädels. Du hast da schon eine Freundin in Tannbell, du Knetkopf. Ja und? Warum heierst du nicht die kleinen Tannbell? Oh Mann, ich kann mir den Schwachsinn im Jahr hören. Lass uns jetzt allein hier, Maxim. Jo. Warte mal, Maxim, wir gehen alle zusammen, das ist sicherer. Ja, zusammen sind wir stark. Oh je. Alles klar, dann wissen wir hier Bescheid. Der Rattenfänger von Narzissus war hier anwesend. Und da hat sich hier die junge Frau geschnappt. Ich möchte ein großer Erfinder werden, so wie Lexis. Lexis? Ihr kennt ihn nicht, das ist ein genialster Erfinder von Welt, wo gibt, von unserem Jahrhundert. Also zur Zeit befindet er sich in Kytos, östlich von hier. Ich habe ihn leider noch nie persönlich kennengelernt. Ja, den werden wir noch kennenlernen. Was war denn das? War seltsam, wie Flöte muss ich doch vorhin. Ja, der Opa hat es wahrscheinlich nicht so richtig gehört. Und hier? Alle Frauen sind zum Nordumgang, die waren wie hypnotisiert. Das ist halt das. Und hier? Lulu, ich auch fort, kenne mich wohin. Ja, doch, in den Nordturm. Hallo, nicht euch kennenzulernen. Gucken wir euch doch mal hier um. Oh, das ist dasselbe Krusch, den wir in Groberia kriegen. Leider kein Riesenturban. Ach, warte mal. Weißt du, was ich noch mache? Das Ding holen wir uns ab. Das wollte Gordo nämlich einmal haben. Jetzt will er es gerade nicht, aber er wollte einmal die Tektorkralle haben. Wow, pfui Würg. Ich geb dir pfui Würg, du Mistvieh. So, hier ist es. Pfui Würg, du undankbarer Echsenhaufen. So, verdammt nochmal. Okay, was gibt's denn hier noch? Irgendwas Seltsames liegt in der Luft. Ich kann's fühlen. Du hättest auch höhere kennen, Opa. Egal. Dann wird hier erstmal gespeichert. Du kannst helfen, indem wir hier speichern dürfen. Jo. Und die 2 Minuten, die wir noch haben, da das erstmal jetzt die Episode ist, die ich halt aufnehme, habe ich hier noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir wursteln noch over zu dem Leuchtturm. Und erledige noch vorher ein paar Schlagbäume. So. Gut, das war genau der, auf dem wir nicht drauf sind. Na toll, Guy und DK waren ja nicht in der Fall. Das heißt, die sind noch von dem Kampf gegen den Endboss geschwächt. Ja, Mist. Okay. Folgendes. Okay, ich hätte das könnte ich in der nächsten Runde klären, aber offensichtlich geht es auch so relativ fix. Na gut, dann so und so. Und wir marschieren weiter und gehen dort zum Turm. Opferturm, das ist aber nicht gerade so toll. Opferturm klingt jetzt nicht gerade sehr freundlich. Drachoras. Okay, wir probieren es mal mit Donner. Und ich weiß nicht, ob Feuer denn so schadet. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier wieder neue Gegner, die auf uns warten. Und es ist auch ein neuer Kontinent, auf dem wir uns jetzt fortbewegen. Das freut mich natürlich auch sehr. Ah, jetzt können wir gleich mal sehen, was Feuer anricht. Okay, auch nicht schlecht. Und für Gordo ist es ein Level.
Was bist denn du für ein Utzenickel? Sieht ja aus wie der lebende Tod hier, der Typ. Es ist der Spectre. Daniel Craig ist ganz schön alt geworden, wenn ich mal so angucke, ne? Nee, Quatsch, der A-Führer von Spectre, allerdings nicht Spectre, sondern Spectre, war ja in der neuesten Verfilmung der Christoph Waltz, wenn ich mich nicht irre. Südele. Jo, perfekt. Da unser 20 Minuten auch rum sind, ihr liebe Leute, den ich eigentlich auch sage, wir sehen uns auch erst übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir dann hier im Opferturm weitermachen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.